Ja, schönen guten Abend, willkommen heute bei der Werbebildung. Mein Name ist José da Costa, ich bin Direktor von der Werbebildung seit 1,5 Jahren. Den Abend tun wir heute nicht die ganze Equipe, mehr ein Teil von der Equipe vom Podcast Maybe Sex, die schon an der dritten Staffel oder die dritte Staffel handelt sich wird. Wir werden heute ein bisschen die 3 Jahre schon nicht so analysieren, aber über die 3 Jahre so einen Rückblick machen, diskutieren, was so gelaufen ist, gut und nicht gut. Voilà, ich wollte einfach mal die Wort gehen und Joel einfach für das jeder sich präsentieren, dass du nicht jeder den ich kennt. Mein Name ist Joel Adami, ich bin 34 Jahre mittlerweile. Ich bin Journalist bei der Wochenzeitung Vox, mache seit ewigen Jahren beim Radio Ara Sendungen, werde ganz lange bei den Jugendsendungen. Und sind dann irgendwann, war nicht wirklich schon ein wussten Programm, bei mir ein wussten Thema gewesen, eben bei dem Sex-Podcast. Und ja, an meiner journalistischen Erbe beschäftige ich mich, wie wird das an, mit Verkehr ergänzen, so wäre es, ja. Und da passt es ganz gut bei dem Sex-Podcast. Es sind dann, Joel und ich schon 2 Wochen von dem Geburtstag, das sind 2 ganze Wochen im Jahr wie hin, auch 34. Weil ich 10 Jahre Journalistin und auch mit Joel zusammen beim Radio Ara angefangen. Das für sich ein bisschen wie eine Journalistenschule zu Lützburg, weil es nicht wirklich ein Gott und da kann ich da üben, das ist lange hier. Und los bin ich am Gange, meinen Master fertig zu machen, wo ich mich auch mit Sex am Kader von der Geschichte beschäftige und hoffe dann nur eine halbwegs passable Lehrerin zu gehen, für auch mit meinen Schüler und Schülerinnen darüber zu schwatzen. Mein Name ist Kali Kosel, ich bin 28 Jahre und ich bin Sexualpädagogin. Das heißt, ich arbeite mit Jugendlichen an der Schule, am Jugendzentrum, mir auch mit Erwachsenen an der sexuellen Bildung, mit Leuten, die wollen selber über ihre eigenen Beziehungen, Sexualität, Intimität nur denken. Wir aber auch viel mit Multiplikateuren, das heißt, Schülerinnen, die eine Zielgruppe hat. Also Leute, die am pädagogischen Bereich arbeiten, am medizinischen Bereich arbeiten, am therapeutischen Bereich arbeiten. Ja, und ich wohne zu Wien. Es sind halt extra 10 Stunden von Wien auf Lützeburg gefahren, bis ich mich frei für können heißen und ich freue mich mega. Merci. Wie fehlt da noch an der Equipe? Den Eli. Ja. Das ist diese Taute Equipe, die aus von 4 Leuten konstituiert, den Hauptkern. Genau, ja, also von den letzten 2 Staffeln waren wir 4. Und genau, den Eli als Psychologe, als Sexolog. Genau, und hat zum Beispiel mit mir zusammen eine Rubrike gemäht vom Podcast. Okay, war das nicht so funny für den Moment? Nee. Das hat mich gar nach, das hat als Social Media erbischt gemäht. Das hat am Anfang manchmal außer bei einer Episode oder 2 nicht mal gespart, aber das hat jahrelang als Social Media betreut. Wie hat das Ganze angefangen? Wo kommt die Idee her? Wie hat das Ganze eben stattgefunden für Podcasts so heute zu Lützeburg, über Sex überhaupt zu organisieren, auch schon überhaupt die Idee zu haben? Und dann noch, wie möchte denn für so etwas zu organisieren? Ich kann die Geschichte, die institutionelle Geschichte zählen. Also am Anfang ist die Idee entstanden bei einer von den Pädagoginnen von Graffiti, das sind Jugendsendungen am Radio Ara, von denen dann nicht schon ein bisschen gezählt haben, dem Sandra Labori, ich meine, dem ist die Idee schon ganz lange am Kopf rundherum geschwirft. Irgendwann hast du den CESAS, das Nationale Referenzzentrum für die sexuelle und affektive Gesundheit. Mega, du hast das noch nie so sehr so richtig gehört. Das ist ein mega langer Titel. Sie so eine selber heinst du falsch. Wir sind auf die Schreien voll schwer oder so. Okay, ich probiere einfach. Auf jeden Fall hast du den CESAS, den Sternen, und den Sandra sich ein bisschen Update gestürzt und gesagt, hey, soll man nicht ein Projekt zusammen machen? Und du hast Menschen irgendwie so bei der Övre Grand Duchesse Charlotte gefragt und du hast das ganz an die Rolle gekommen. Und wie der dann nicht bei der ersten Zeit noch nicht dabei war, muss Kelly so wie dann die Pionierzeit da wäre. Pionierzeit, wie das schon hält. Ja, aufregend auf jeden Fall, weil wir wussten am Anfang nicht, wie wir das genau wollen oder sollen machen. Also, wir haben dann für Graffiti angeschaut, das waren damals dann Klein und Tassi Jakobs und ich. Und sie wussten, dass ich Sexualpädagogin bin. Und genau, da haben sie mich halt gefragt. Und ja, da war ein bisschen ausprobieren einfach, weil die Idee war, am Anfang von 4 Jahren so ein bisschen ein Gespräch zu machen, wie
zwischen zwei Freunden oder Freundinnen am Anfang funktioniert so ein bisschen einfach auf einer anhecht, wo ein liest, ich kann dann Rolle ausstellen und irgendwie kann hier etwas mitholen, ohne dass es so mir belehren Leute oder mir schwätze so über das Sujet ist. Und nur einfach mal nicht geschwätzt und auch die Rubriken, also die kleinen Seancen von 3 bis 7 Minuten zum Schluss vom Podcast. Sind auch zu der Zeit entstanden, einfach weil ja schon noch aber auch immer die pädagogische Idee da war, dass ich vielleicht mit den kleinen Dealer auch kann zum Beispiel mit mir junge Leute einfach schaffen. Genau, das heißt, wir haben von Anfang an ein bisschen probiert, den Spagat zu packen zwischen ja, einem pädagogischen Podcast, wo auch schon Junker ab 16, 17, 18 Jahren, aber es könnte man da aufhängen, und aber auch für einfach ja, wo es ein junger, wo es Leute, weil nicht so viele Reime gibt, wo ihn darüber schwatzt. Wie hat dann der Podcast evoluiert über die letzten 3 Jahre? Am Anfang war ich so ja, Pionierarbeit, einfach so zusammen gucken, wie ein überhaupt so Podcast so bestellt, aber das zweite Jahr, das dritte Jahr, wie hat das Ganze auch professionalisiert? Weil es klingt wirklich ganz professionell. Schon einfach schon am Anfang Podcast entdeckt, an dem ich auf Spotify gucke, was gibt es für Podcasts halt zu Lützburg. Und der wird ganz öffentlich so, okay. Und ich habe gelauscht und war mega professionell, weil das ist einfach Sujet, Sexualität, Sex und so weiter, verschiedene Praktiken und so weiter. Wir sind auch immer zu Lützburg, da ist noch schwer von einem bestimmten Tabu. Mich schon aber gefunden, dass der all die Sujets mit Légèreté umgegangen sind, mit Professionalismus, und da war schon hooked, wie ihr seht. Ne? Da fährt auch die Idee, hey, kommt mal Lunch, für das wir ein bisschen drüber schwatzen. Aber wie hat das Ganze dann evoluiert? Was waren die Herausforderungen am Anfang? Und wie hat das Ganze dann auf 3 Jahre dann überhaupt evoluiert? Ich fand ehrlich gesagt ziemlich interessant, weil man an der Equipe, die gespart wird, mir auch die Organisatoren oder die das Projekt an Leben gerufen, immer für ehrlich zu sein, einfach immens Diskussionen über die Professionalität so hatten. Ich persönlich denke zum Beispiel, dass der lockert gut Gespräch, wo es um ein seriöses Sujet geht, eigentlich am besten locker hinkriegst, wenn du proper vorbereitet bist. Und egal wie locker mir geklungen haben an alle Folgen, muss ich sich einfach überlegen, dass das teilweise stundenlang Recherche ist. Also beim Kelly ist es laut Erfahrung, die durch seinen professionellen Kontext einfach verkündbar ist, war doch, das war nicht einfach lapidar. Da mal kein Thema geschnitten, das da dann aber Ecken an Kante von einem Sujet geguckt oder so weiter. Und das ist schon wichtig und du hast schon viel Vorbereitung dabei. Es sind ganz viele Leute, die aber noch immer so, wenn ich Martine Schwarz die Menge mir geben, dann einfach bei den Mikro sitzen, Bayer abmachen und das machen. Klingt. Ja. Und das gibt dem Sujet nicht gerecht gehen. Und das wollte ich noch dabei sein. Oft, wenn ihr dann hört, oh, es Sex-Podcast, das ist ironisch, weil durch das Tabuisieren Leute auch immer mengen Gespräch mies dann automatisch, topisch, und mit Gekickels irgendwie gesäumt sind. Und das ist immens krass, dass das dann nicht seriös geholt wird. Und ich meine, dass das sich mit der Zeit wahrscheinlich auch mehr entwickelt wird. Das Projekt auch nicht seriös geholt ist. Obwohl das Projekt von Anfang an verdient wird. Also ist schon die erste Staffel vergöttert und ich war immens froh, mich dann dürfen zu bewerben, für bei der zweiten dabei zu sein. Und aber hat es manchmal bis du kommst, bis Nullaussterzöllen und Nullausstrerinnen zu den gegangen sind, das hat eine Zeit gedauert. Also einfach für das Leute sich mal konnten, um da befassen und merken, hey, du hast proper coole Arbeitsstand. Wie kann das ein bisschen erzählen? Ich meine, Joel, du hast so ein bisschen Analyse. Ich kann erzählen. Ich weiß effektiv kein Zöllen auswendig. Wir haben, wie du siehst, bei Spotify wären wir eine Zeit lang ziemlich schwer durch, bei Apple Podcast wären wir auch eine Zeit lang ziemlich durch. Gerade auch an den Rubriken, also das dann immer, lief dann immer nach Wellness und Health. Lifestyle. Teilweise also irgendeinen von den 2 Schmengen Apple, die haben effektiv mittlerweile eine Sexualitäts-Inner-Kategorie, da werden wir dann auch immer ziemlich schürfen, das wird dann immer ein bisschen changiert. Ich habe wirklich kein, ob es da 1000 sind oder ein bisschen drin, die auf Spotify abonniert haben, und dann kann den Download wieder vom Site gucken, also da muss ich dann immer ein bisschen differenzieren. Bei Apple wissen wir teilweise nicht, ob die dann am Site mitgezählt gehen oder ob die das extra machen. Also ich will auch kein Zölle nennen. Mir geht einfach, dass man aber viele Leute haben, die als Nullstunde, dass man viele Leute haben, die als auf Social Media followen, sie wird auf Instagram, sie wird auf Facebook.
Grenz doch geknackt, ne? Also Tausender. Du haben wir Tausender Grenz geknackt, ja. Was du da so beschnitten? War nicht so schlecht, das auch immer für die Sujet, ne? Weil das wir aber immer den Bekannten, Freundinnen auf Facebook gesehen, aber das hat da Likes. Es wäre schon immer für ihn so easy, das dann zu liken. Irgendwann merkst du, dass mehr Leute schleichen wie den Bumi an den Haltern, die Ja, dann auch ja. auf Facebook sind. Also es gab irgendwann zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, los immer aber kommen an ein Publikum, aber wo ich noch gemerkt habe, okay, da kommen noch Reaktionen auch bei Storien oder bei Sachen, die wir posten. Und ich meine, das wird effektiv auch ab der zweiten Staffel angefangen, wo wir mehr professionell Social Media gemacht haben, wo wir eine Person hatten, die das gemacht haben, aber wo auch die Illustratorin manchmal mehr oft Bilder gemacht hat. Ich sage, am Anfang war das manchmal nicht so oder ein bisschen... Ja, am Anfang war ein bisschen Männer, einfach weil wir alle Woche produziert haben. Also das natürlich auch viel meiner Zeit für viel Content zu produzieren, aber wir hatten kein Instagram. Und das, weil du gefragt hast, eine Professionalisierung. Also so gesehen ist am Anfang am meisten Professionalisierung oder Evolution sozusagen von der ersten bis zur dritten Staffel, weil am Anfang wir waren zu 2 bis 3 für die erste Staffel, wir haben alle Wochen produziert und nur alle 2 Wochen. Da war keine Zeit, für nach viel auf Instagram oder Facebook können zusätzliche Sachen zu machen, zu interagieren. Und das ist aber von nicht ein mega wichtiger Teil vom Podcast, nämlich dass ja, die Leute können reagieren auf die Inhalte, die wir machen, dass Leute auch immer von ihren eigenen Erfahrungen zählen zum Teil und da irgendwie auch eine Art von Plattform vielleicht entstanden ist. Ja, für die natürlich auch Leute braucht, die das abfangen können, die da drüben und die da an dem Austausch einfach stehen. Und ich denke, dass da doch vielleicht dazu beigetragen hat, dass man mehr bekannt gesehen, einfach weil am Anfang mal Ziel war zu gucken, okay, wie machen wir den Podcast überhaupt, wie funktioniert das alles an tun, wo man bis wussten, okay, das war so ungefähr so, wie wir das wollen machen. Du konntest noch mehr hineingehen als ja, Fühlerin ausstrecken. Wobei, so, ich erinnere mich von am 4. der 2. Staffel am Anfang hatten wir so ein offenes Treffen, das war ja dann just das Feedback von der ersten, wo aber so 20 Leute sitzen, die so ein ich will Lust haben, irgendwie meine Meinung zu sagen oder etwas beizudrohen oder vielleicht eine Episode gar nicht zu sehen. Und das trägt auch dazu bei. Und das tut auch meine Stillweise dazu bei, dass wir Leute hatten wie den Ätzen, die aber nicht so unbekannter sind zu Lützeburg, die uns einfach ein bisschen hängen, dann noch matt gerappt und mir hin eine Plattform gehen, dann sie uns aber auch dann ein bisschen gepusht. Das ist natürlich... Ich meine, die ganze Community-Bildung, den hat dazu Community-Building, den hat dazu beigetragen, dass man einfach mehr bekannt sind, so professionell. Das ist natürlich, also so gehen es Mensch viel Niveauen so von der Approche, dass wie dann seht, dass Mensch immer ganz viel Recherche da gibt, gerade auch an der Rubriken, das vielleicht etwas für den nicht der vergessen, die sie wirklich viel geschrieben, du stößt viel Erbestand drin, die dann an ein paar Minuten quasi da sehr im River also komprimiert wird. Wie du lo Community benutzt, wie gesagt der Community dann aus? Lo nicht unbedingt ob Chiffre lo hingepocht, mehr vom Gefühl her. Der hat ja Zielgruppe 18, 16, 17 bis 30, 35, bei euch schon lo länger 40. Wie gesagt dann Community noch Alter an Gruppen, wie gesagt so aus der Community? Also die älteste Frau, mit der ich je telefoniert für eine Sendung zu präparieren, die war 67 und wir haben über Sex nur Graskonsum gespart. Also die Datei war auch bei der Sendung mit dabei. Also du hast es drin gegangen, wie kann ich Safer Use machen, wie kann ich sicher Drogen konsumieren, damit ich selber nicht gefährde während dem Verkehr oder vielleicht sogar verschönern. Und das war immens spannend, weil die Frau einfach ganz froh war, sich mit mir auszutauschen. Es war ein immens flott Gespräch, weil sie so, dass dadurch ja auch hier Visibilität als eler Frau, also Visibilität von ihrer Sexualität als eler Frau eigentlich zustande kommen. Und dann hatten wir extrem Jungleute. Das ist ja interessant, wenn der Podcast lauscht oder wenn sich dann in der Familie austauscht. Aber ihr seht, die Mission ist für meine kleine Schwester gut oder schon eine Cousine, die gerade Kind verloren hat, vielleicht kennt die als Trauersendung lauscht und so weiter. Und ich meine, dummer tut sich das schon immens pluralisiert. Und es war interessant, wie viele Vereine sich gemeldet haben oder Organisationen zu Lützeburg, die dann auch gefragt haben, da kann man da in einen Austausch gehen. Und es war kein Geheimnis. Also, ich habe mich gefragt, wo ihr gemeldet habt, ich war auch erstaunt. Aber wenn ihr die Openheit tut, für die Community eben noch abzumachen, ich meine, da könnte ein Austausch ja auch zustande. Also, da war von religiösen Richtungen, von Altersgruppen, von Achsen, ob es eigentlich so ziemlich alles dabei. Das ist ziemlich alles dabei. Ich meine,
Zielgruppe war ja immer am Anfang mehr jung wie mir also wie man den schon erreicht und ich meine dass das schwer für die ganz jung so ab 13 bis 16 wirklich zerrechen ich mengen aber dass man das teilweise gepackt und auch dadurch dass man an die Jugendhäuser gelauscht hat gesehen dass es gibt Jugendhäuser wo das einfach Teil vom Programm ist dass Mattieren Jugendlicher Sendung lauschtren die ich auch von Profen die dann der Schule gesagt haben ich weiß von einem Biosprof den während Corona am Homeschooling gesagt wird kann sich eine Episode raussichen und dann möchte ein bisschen in enge Summefassung davon weil ich mein sympathisch fand wo man das gezählt wird wenn ihr auf Social Media guckt sind natürlich also was ich natürlich ich meine 18 bis 24 ist der größte Balken an den die Alterskategorien du nur aus den zweitgrößten oder das umgedreht ich weiß nicht genau wobei immer so muss auch bei Spotify du hast den inner Urzing den immens klang an der Statistik das leider aber manchmal echt dadurch und das Leute mit einem falschen Auto wir können die explizit Sachen zu lauschen das ist eigentlich einfach eine Realität wie sie aus und dann sind die natürlich falsch in der Statistik. Gefehlt, weil sie gefroht ist, wie es gefehlt. Also mir mache ich die Podcast, die mir als gewünscht hatte für uns 10 Jahre oder für 15 sozusagen. Ja, an der Teil den auch immer an den Leuten, also von den Leuten, mit denen wir so schwätzen. Also es gibt ja auch die Serie Sex Education, also schon immens viele Leute aus dem Alter hören, die gesagt haben, für was ist das nicht gelaufen, wo ich 16 war, das hat man viel Drama, viel Sorgen erspürt. Und also da das immer rumkommt. Ja, viele Leute in unserem Alter, die teilweise zum Beispiel allen Erfahrungen hatten bei ihrer ersten Karriere, die dann das nicht verschafft haben, diese Schmellen und die Lo dann dazu so immer leben und einfach gesehen, okay, es gibt einen anderen Achse auf die Erfahrungen, ich kann auch nicht auf mich aufpassen, wenn ich weiter sexuelle Kontakte reingehen. Das ist teilweise immens traurig, mit teilweise aber immens schämt Leute können aus dem alten Gefühl heraus zu begleiten und zu so halt der Leben kann auch nicht weitergehen. Wie das dann Troll sommer vom Podcast oder wie se der Troll vom Podcast an noch den Impact dubausen wann es schon so eko hut dat het ger 10 Jo gehabt Techt 24 da hat man Zeitschrift und da haben bravo mat pur frohen war immer schwatzen von dem ich kann tun ich kann net wie gerne schwatzen wer er roll haut an wie schätzt der überhaupt deren Impact dubausen sind natürlich groß frohen also ich denke im Vergleich zu der Bravo also so dass mir eine andere Art von Informationsvermittlung machen auf jeden Fall also es ist wichtig dass es immer feministisch queerfeministisch sexpositiv aber wissenschaftsbasiert ist dass sie so kleine sympathische Packelchen und dem was medischen oder möglichst vielfältigen von der Point de vue hier so geliefert krieg so natürlich also ich gesehen auf jeden Fall auch als Informationsangebot aber gleichzeitig aber als Austauschangebot also sogar von leider ist nimmer man ihre Kopfhörer du eben lauscht drin ich möchte schon einen Raum ob natürlich von dann noch Daylight mit anderen darüber schwatzen oder mit ihre Freunde oder mit ihrer Familie darüber schwatzen ja es geht darum irgendwas abzumachen auf vielleicht auch ein bisschen abzubrischen aber nicht ob ein Art weiß die ja, aber ein selbstreguliert Arterweis einfach ein schmengen Format vom Podcast u sech gött dat so bisschen. Da sind du viel selber auch kann bestimmen und du wennst weißt du gefrot ist in der Zielgruppe schmengen das auch immens themenspezifisch. Verschiedene Themen schwätzen echter Leid an ihren 30er Jahren hun andere Themen schwätzen echter 16-jährig Leidun an ich denke mir probieren dadurch dass wir wissen, dass als Zielgruppe auch so divers ist einfach auch immer du an den unterschiedlichen Lebensphasen an Bereiche Sachen unzubieten. Genau zu Eisen 3 Pilien von Beziehungen, Körper, Sexualität. Das heißt, Troll hängt vielleicht auch davon auf, was als Nullaussterinnen gerade sich selber sich schon auch so ein bisschen. Ja, Anne muss ich bedanken. Wir haben viele Leute, die sich mit spezifischen Sachen melden, für die wir nicht ausgebildet sind. Zum Beispiel, wenn es um juristische Problematiken geht, wie wo melde ich mich nur einem sexuellen Übergriff und so weiter und so fort, oder wo kriege ich die spezifisch psychologische Hilfe.
Und du hast mir aufgefallen, natürlich können wir das nicht aufhören, wir dürfen das auch nicht aufhören, das wäre ja gefährlich, wir können weiterleben. Aber mir fällt immer so oft auf, dass die Leute nicht wissen, wie viele verschiedene Institutionen nicht schon gibt, zuletzt, die eine wichtige Arbeit machen. Und wir sind da, ob man das wollten oder nicht, zu einem Knotenpunkt gehen, der weitervermittelt wird. Und das fand ich interessant, wie klein ein Land kann sein, wie groß die Opfer kann sein, wie wenig die Leute Bescheid wissen, wie oft sie sich allanglos fühlen, weil sie das noch nicht wissen. Das heißt, uns sind auch, die eine oder andere Kerl sind ja auch Rollen gerutscht, die uns eigentlich nicht von vier ran zugewiesen wurden, wo mir aber irgendwann noch der Finanzierer gesagt hat, hey, wir sehen, dass du eine Necessität hast, und das muss auch nicht aufgefordert gehen, und das soll weiter gefördert gehen. Weil Leute, die nicht dran schaffen, die sehen so Sachen teilweise nicht. Wie erklärst du dann, dass Haut 2021 überhaupt, dass nach ja, die Education, also Thematik, nicht so richtig bei den Leuten kennt? Als das Problem an der Schule gibt und nicht darüber geschwärzt. Ich weiß haut nicht mehr, wie weit an der Schule passiert über das Thema, mehr wie also das die Leute nach sich lang fühlen mit der Thematik. Für mich, und das einfach nur ein bisschen auf den Vorwurf tun, für mich also immer ein bisschen so den Umgang, den ich mit dem Thema habe. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die immens sexualisiert ist, in dem Sinn, dass wir überall Reklamen haben, die sexualisiert oder sexistisch sind, dass wir überall der Bilder haben, dass es kaum Serien gibt, wo es nicht irgendwelche Sexszenen gibt. Also es gibt immens viel Sex in unserer Gesellschaft. Es gibt aber ganz wenig ehrlich darüber geschwärzt. Also wir haben eine Pornifizierung von der Gesellschaft, das ist ein bisschen stark, aber das ist aber ein bisschen so, dass man ganz viel über Sex hören, gesehen, teilweise auch schwätzen, aber nie ganz seriös. Und das ist etwas, was mir immer schon ein bisschen abgestoßen ist, bei denen am Anfang kein richtigen Dialog über die richtigen Sachen, über die Gefühle, über Angst, auch über die schönen Sachen kann haben, weil das immer auf so einem Niveau ist von so irgendwie so Stammtischgespräch oder so also den Begriff Locker Room Talk, der gibt es ja auch, also so ein bisschen, das war den am Sportunterricht an der Umkleide so geschwärzt. Dann das wenn das zu dem Niveau, also die über Sex schwätzen, das kann ja nicht sein. Also du schwätzt man nicht ehrlich mit denen an. Für mich als der Podcast leben dann der Raum, wo du darüber richtig geschwärzt gehen. Und dass den, ob man es zu Lützburg nicht wieso nicht so richtig gehen ist, oder dass die Angebote, die gehen, wie dann sie so verstoppt wären, dass kein sie matt gut, da schenken wir da wirklich ein Glück gefüllt zu haben und ein bisschen den Raum abgemäht. Und das ist am Anfang ganz schön, dass die Raum noch gut. Aber wenn es das jetzt impackt, dann also ich meine, dass ich nicht soll bewerten, dass das teilweise auch einfach aus, weil gesellschaftlich aber manchmal ein bisschen ein Umbruch ist, aber alle Guten aufhängen, eben auch durch Sachen wie Sex Education, an ganz vielen anderen Projekten, mehr seriös, an ernsthaft, auf einer guten Basis über Sex schwätzen. Ich meine aber schon, dass wir auch mit dem Podcast ein bisschen auch den anderen Medien ein Dir abgemäht haben oder gewiesen haben, okay, es gibt auch Möglichkeiten für andere darüber zu schwätzen, und das geschieht auf ganz vielen Ebenen. Also am Journal gibt es eine Kolumne, es gibt ganz viele andere Medien, die auch einfach dadurch, dass sie über Eis berichten, so den Raum abgemäht haben und gesagt haben, hey, es gibt eine Plattform, wo ich kann, und es gibt eine andere Ebene, auf der ich kann über Sex schwätzen. Also wir haben mit vielen Menschen von den jungen Geringen, die du ganz engagiert geholfen und das organisiert haben, hatten wir Sex Education Deluxe, das Event. Und wir haben eine Umfrage gemacht, die leider noch immer nicht publiziert ist, also die Resultate. Und da konnten die Leute Tabellen ausfüllen, über was zum Mann an der Schule geschwärzt wird. Und also die höchste Unzahl war bei Consent. Aber wenn du überlegst, dass Konsens ist, den einfach über die letzten 30, 40 Jahre zu wenig treiert gehen. Das Konsens wird ja nicht nimmen, aber man sagst du, die mir mit ganz, ganz vielen anderen Lebenssituationen, wenn du überlegst, wie viele Leute nicht lehren, über sich selber zu verfügen, an dem Moment stoppt sie so, wo es wichtig ist, stoppt sie so, und dann merkst du ja, wie eine Gesellschaft man den umgeht, wo kein das gelehrt wird oder wo Grenzen überschritten gehen die ganze Zeit. Und ich merke immer mehr, beim Sex, wenn du Leute positiv ausbildest, da umzugehen, da gehst du als Personage so ein politischer Ball mehr gefeierlich, weil du mehr empowered bist. Das heißt, dem Moment, wo du Leute zeigst, ob ein schönen, positiver Weise beibringst, musst du sie auch nicht stark an. Ich meine, das heißt, du Angst, du hast
kleinen Jungmenschen, Jugendlicher zu stärken, für Personen zu gehen, die sich auf sich selber behaupten, weil die ja dann viel mehr an Konfrontation einfach gehen. Wie gesagt, du die Angst überhaupt, wie geht die überhaupt verkörperlicht? Also wo kommt die Angst? Von den Politikern, von den Eltern, von der Schule, wo die Lehrer wollen, dass du einfach alles ja oder nee siehst und einfach alles auswendig lesen oder wie auch immer. Wie erklärst du das heute nach mit den Medien, mit dem Zugang zu Social Media, mit dem Dialog, den aber viel online stattfindet, dass überhaupt noch Angst da ist? Also ich meine, dass man da stundenlang drüber schwätzen müssen, für ein zweitägigen Buch gefangen zu lesen, was da eigentlich ganz gut dazu passt, dass wir unterhalten uns zu Tode vom Postman, von einem Journalist. Und da geht es die Gefahr, also ihr vergleicht 1984 mit Brave New World. Und die eine Angst ist ja, dass wir irgendwann alle nach direkt gehen und uns nicht mehr behaupten können. Und die andere Angst ist die, dass wir irgendwann so aufgelenkt sind durch Amüsement, dass wir es nicht mehr wären. Also das greift nur relativ weit, weil ich will so irgendwie ein bisschen gefehlt, dass ab dem Moment, wo du Leute mehr, wie gesagt, beibringst, sich zu widersetzen, proper an eine Konfrontation ranzugehen, ab dem Moment sind die politisch auch kein Schäwischer mehr, die durch die Gegend laufen, weil sie sich viel mehr spezifisch Gedanken machen. Sie überhaupt zensuriert, hat da negative Retour oder negativ, als negativer Berg geschlagen am Anfang oder lo nach, mal der selber Autozensur oder wie geht der um? Da geht es erst zu den Terren. Also Autozensur manchmal machen wir nicht, wobei das natürlich immer ein bisschen differenzieren muss, weil man natürlich aufpassen, was man erzählen, auch wenn man gerade über Erlebnisse hat, die schwätzt, die selber hat, mit anderen Leuten will ihn die nicht unbedingt outen oder will ihn nicht unbedingt, dass die an der Erzählung rum erkennbar sind. Das heißt, da muss ich schon aufpassen, oder da passen wir eigentlich alle gut, ganz gut auf, was wir wie erzählen, und über wen wir schwätzen. Ich meine, dass da keine Autozensur gibt, was Themen anbelangt. Es gibt eine Episode, die von also Finanzierer just mit der Episodenummer betitelt wird. Das wäre die über BDSM. Wins der Thematik an weil es ein bisschen der Meinung wären, dass das nicht übrig wäre, einem so jungen Publikum darüber zu schwätzen. Wobei okay gesagt hat, mir drehen nicht zu auf oder die kriegt auf Fanger geklappt, mir sehe ich das so wären, dass das wirklich statt wird, da wollt Märchen und überledig statt. Also bis viel zu der Frau wollte so was mir immer aufgefallen ist, mit den Gesprächen haben sie also sie haben uns wirklich unterstützt, sie finanzieren uns, sie stehen eigentlich wirklich hinter dem Projekt. Was mir immer aufgefallen ist, was die Mensch durchklingt, und das scheint doch einfach hier Mission zu sein, das ist die Präventionsgedanken. Das ist mein Job, was an der sexuellen Bildung seit ganz, ganz viele Jahren, also entweder will die Prävention, wenn die Leute überhaupt Sex haben, weil ihnen da irgendwie etwas Schlechtes findet, oder will ihnen Prävention machen, dass sie kein Kinder kriegen, oder keine Krankheit. Also ich meine, so das Problem wäre ein bisschen, ab dem Moment, wo so die sexuelle Revolution ging, hast du da vielleicht so 10 Jahre, wo das gut gelaufen ist, und du hast irgendwann Dates-Krise kommen, und du kriegst leider eine gute Angst angetrichtert für Sex, weil du mal da Krankheiten kann kriegen. Was ja nicht falsch, also was richtig, also das Wichtige über safer Sex zu schwätzen, das genauso wie wichtig ist über Konsens zu schwätzen, aber genauso wie wichtig ist über Empfängnisverhütung zu schwätzen, das sind alles wichtige Themen. Und bei uns war immer, wenn wir angeschwärzt gesehen über, ja, mit uns ja auch wenig Präventionsthemen dran, dann haben wir immer gesagt, wir schwätzen an alle Episoden über Prävention. Ja. Also ich weiß nicht, ob es eine Episode gibt, wo wir nicht über Konsens geschwärzt haben, an den Episoden, wo es effektiv um Sex ging, und das haben wir eigentlich auch all Chaos über safer Sex geschwärzt. Das ist für einen froh, wie ist die Prävention eigentlich definierst, das merkst du bestimmt auch an deiner Arbeit. Also ich meine, es gibt so einen veredelten Begriff für Prävention. Also jegliche Information aus für eine Prävention auf eine gewisse Art und Weise. Das kann ja auch eine emotionale Prävention sein, oder eine Prävention sie für ein Kollege oder eine Kollegin zu jugieren, weil es das falsch verstanden ist. Also ich meine, wir müssen endlich von dem klassischen Bild auch einfach fort. Das ist, wenn du irgendwann erklärst, wie ein Unheile vermeiden kann. Also das heißt auch wirklich mehr wie Krankheiten nach Schwangerschaft, Gott sei Dank.
Ja, also für einen Körper den frohen anzugehen. Ich denke, Angst können von Sujeten, die ihn nicht gut kann, dafür die kein Spruch hat. Ich meine, Angst kann viel als Spruchlosigkeit. Und dadurch, dass an der Schule ganz lang nehmen ob so Reproduktionsthemen, also Fortpflanzung, Schwangerschaft, sexuelle Oberkrankheiten und so weiter geschwärzt wird. Und dafür göttet irgendwie ein Spruch, lässt alles anders, das irgendwie so ein Unbehagen aus, von wie Schwarzenstreber, weil den dann manchmal Kontakt könnt mit dem eigenen Gefühl von, ich weiß am Anfang selber nicht, wie ich soll darüber schwätzen, und ich weiß am Anfang selber nicht, wie ich soll an dem Fall mit Jungen da mal da umgehen. So. Und ich denke, da geht das sehr zugemäht. Genau, und zu der Zensursache, also Autozensur ging es so, machen wir auch nicht, wir haben halt den mehr oder minder pädagogische Fokus, der vielleicht Sachen rubt, so, den als wichtig ist. Und ich denke, da gibt es Sujeten, die halt immens politisiert sind, wo ganz sehr Sachen herkommen. Ich denke, du, ja, zum Beispiel BDSM, aber auch Sexarbeit, wo einfach noch ganz viel andere gesellschaftliche Bilder und Diskursen irgendwie mal dran kommen. Und ich meine, da das immer schon in Idee von der sexuellen Bildung gewirrscht, dass sie andere Sachen mitdreht, die am Anfang gar nicht hingehören, aber wo irgendwie durch nicht eine Art von Politisierung, sondern vielleicht eine Art von Instrumentalisierung durch verschiedene politische Richtungen irgendwie so Sachen mal drauf kommen. Falls das verständlich ist. Ich schon verstanden, aber was sind eben die Themen, die wirklich politisiert gehen? Du hast ja schon zwei ernannt, aber was gibt es sonst noch? Genderrollen oder Identität, das ist auch immer ein Thema, das wir zurückkehren. Was gibt es sonst so Themen, wo wirklich instrumentalisiert gehen oder sogar politisiert gehen? An Ihrer Meinung nach? Ich meine, das sind die drei groß. Also wobei Sexarbeit dann an Identität eigentlich die zwei größten sind. Muss so nicht bei der Gender-Thematik oder also wir hatten eine Episode über Trans, wir hatten noch eine über Asexualität, genau. Über Bisexualität, über Queerness, über Labeln. Da sind noch nie so Base-Retouren kommen, also das schenkt dann aber echt mehr harmlos zu sein. Vielleicht muss Lützburg Chance, dass den transfeindlichen Diskurs wie in anderen Ländern geht, gerade am UK, ist das ja gerade immens groß, dass es viele transfeindliche Positionen gibt, die medial immens gehypt sind. Das ist zu Lützburg so noch nicht so. Ich hoffe, dass das einfach nie so wird kommen. Mir ist aber nur eng angefallen, also die mit Kanner kreieren, ich habe eng mit meinem jetzigen Mann abgeholt darüber, dass wir keinen Kanner will kreieren und da haben wir eben den Austausch und das ist interessant, wie die Politik da immer um den Eck geschwappt könnt, irgendwann denke ja, oder Trillionen zum Beispiel eben noch. Also schon viele Rhetorik geredet, witzigerweise sogar noch für eine enge Woche, obwohl die über Jahr alles, wo ein junge Frau sich bei mir gemeldet hat und die gesagt hat, das wäre ein Life-Changer gewesen, für das zu lauschen, das hätte hier Gespräche mit ihrem Partner verändert, mir auch mit der Familie. Und auch du hast den Druck, den aus der Familie könnt oder aus der Gesellschaft, wenn die Christalokaner, wenn die Matadalo, wenn die Gitter bestört und so weiter, innerschwellig sind, dass die Sachen, die als untrainiert gehen, die nicht unbedingt natürlich sind. Also andere Leute zu stressen und zu nerven und zu mengen, Missgeschiedener kann kriegen. Und ja, also du kriegst als sexuelle Sujet politisiert, wenn du willst, aber in negativer Art und Weise gibt es so ein. Und das, was ich für Druck so tun, also Selbstermächtigung und Selbstbestimmung, das ist ja politisch in einem ganz, ganz anderen Sinn. Da musst du mal nicht an eine politische Richtung drücken, mit das einfach, dass du ein Mensch bist, der auf sich selber aufpassen kann, möchte sich mächtig auf eine positive Art und Weise. Ja, ich denke auch, also, dass wir auf jeden Fall eure politische Podcasts sind, an dem Sinn, dass man bestimmt Vorstellungen von Normalität hinterfragen, weil die Vorstellungen von Normalität nicht so wenig Leute an ihrem Leben erschränken. Also ihr wird so Kanner kriegen oder andere Sujeten. Und ich meine, da das ein wichtiger Aspekt einfach auch von unserer Arbeit. Wen definiert heute zu Lützburg Normalität? was sind also über älteren Schulen? Wir schwatzen immer von der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist ein bisschen zu viel abstrakt. Ne? Wir sind dann dort Akteuren von der Normalität. Wir haben auch nach Kirche. Ne? Ja, bestimmte Bild oder Hinsteuern und so weiter. Ne? Was gibt es sonst noch für Ressourcen, die Normalität sponsern? Das ist ein immens großen soziologischen Projekt, den du also gerade gesagt hast.
Ja. Weil ich will verbannen mit der Frau, wie hat Lützeburg sich an Lächen zängt, du hast ja vom Umbruch geschwärzt. Die letzten 10, 20 Jahre, wie hat die Gesellschaft, wie hat Lützeburg sich geändert an der Thematik? Wir können ja eigentlich über die mediale Umsetzung hauptsächlich schätzen. Das sind ja ganz viele verschiedene Diskussionsfronten. Ja. Also vorher wo geht das Sujet diskutiert, wie geht es propagiert. Also ich habe schon Gefühl, ich weiß nicht, ob das die letzten 10 Jahre wären, ob die letzten 5 Jahre wären, ob es vielleicht aber schon die letzten 20 Jahre wären und Sachen einfach ein bisschen evaluiert. Und ich habe schon aber das Gefühl, dass es in einfach Bewusstsein für bestimmte Themen, und wo gehört Sexualität, an aber auch Identität, an aber auch Körperbilder, das gehört alles dazu, dass das einfach mehr abgegeben ist. Ich meine, dass das viel mit dem Abkommen von Social Media zu tun hat, dass Leute einfach, oder vom Internet insgesamt, dass den einfach mehr Informationsquellen hört, wohin sich kann vernetzen, dass den auch einfach Matkriterium an andere Länder ist, dass vielleicht sind die Skure vielleicht schon viel mehr weit, die sind ganz ernst, dass den eine Community findet und dann das zurückdreht und das merkt ihr noch, dass sich immer Gruppe bilden. Ich denke zum Beispiel, wenn die Leute durch die Stadt geht, überall hängen die Plakate von den Kolleusen, die sich gegen sexuelle Gewalt ersetzen, sexualisierte Gewalt ersetzen, auch noch gegen andere Themen sich ersetzen. Das ist genial. Also für 15 Jahre geht das noch nicht, oder das geht vielleicht ganz anders. Du also einfach Bewusstsein gehen. Und dann sie auch politische Plan, sie einfach auch gesellschaftspolitische Themen einfach umgesagt gehen, die ganz lang an der Macht wären, die ganz lang gefordert sind, wie zum Beispiel den Mariage für gleichgeschlechtlich koppeln. Das ist so nicht, dass ich so ein dummer, da soll es gut gehen, aber das hat aber einfach etwas verändert. Wir haben eine schwule Premier, wir haben ganz viel offen homosexuelle Politikerinnen. Das mischt einfach etwas mit der Gesellschaft. Das ist einfach dann aber so traurig das ist in Bild. Also schon haut gelesen, dass in Australien ein Profifußballer sich geoutet hat. Den auch nicht den ersten Profifußballer, den gemäht hat, mit das Lo, merkt den aber okay, sind ganz viele Clubben, die dann auf ihrem Social Media sagen, wir sind den Hand, wir sind für den Sto, wenn du es brauchst. Merkt den einfach, okay, du hast Lo einfach eine Veränderung, die geschieht also an den letzten Jahren, das ist nicht mehr zu ignorieren, das ist nicht mehr das in sich klein kriegen lässt. Und das ist meine Stadt, was sich am Guten geändert wird, von der Stelle so resümieren. Also ich habe davon geschwärzt, dass es eine Sendung über Sex bei RTL Go am Viergespräch haut. Und das war ja 78 oder 79 aus der on air gegangen. Das Interessante ist, dass das die Mini-Phase an die Klanglegislatur da war, wo CSV nicht untermurscht war. Und das ist ja interessant, dass Lo so viel mehr spät mir dann auch an der Zeit von Gambia, und ich werde keine Lobeshymnen auf Gambia irgendwie machen, aber das ist interessant, dass wir Lorem abgetaucht sind. Mir was ich interessant fand, dass die Sachen, die Madame Demos an der Sendung um RTL gesagt hat, dass es so feiert hier, die sind jeweils genau dasselbe, was wir heute machen. Das ist schockant, wie wenig Unterschiede es gibt. Da kennen die Mengen nicht, hat wenig Progress zuletzt bestehen. Ich meine nicht, dass es wenig Fortschritt gibt, aber ich meine noch, dass die zu den Minoritäten gehören, dass die sich viel mehr trauen, den Mund aufzumachen und dass sie, wie du Joel sieht, auch mehr Support kriegen. Also das die Art und Weise von wir sind du, wir wollen als Rechter auffordern, und wir lassen es nicht mehr an den Akt drücken. Und das fand ich gut. Und du spielst Social Media sicherlich auch mal dran. Also die Leute, die eine Stimme verdenken, kriegen sie mehr. Und das spiegelt sich dann auf vielen verschiedenen Plätzen herum. Wie, wenn du von Minoritäten schwätzt, ich gebe gerne verknüpfen mit Unsicherheit. Ist Lützeburg ein unsicheres Land für Minoritäten? Ich schwätze nur nicht national, also echt ein Thema, dem man den heute zusammengebracht wird. Ne? Ja, also ich ging für dich mal den Begriff von Minoritäten anfragen, weil es sind nicht so Mann Leute. Also wenn man lo Minorität holen als queer Personen, dann ist es gefährlich als queer Person zu Lützeburg zu wohnen, hängt davon auf, ob wer eine Art und Weise queer ist, ging es so und mehr. Also
keine Ahnung, es gibt natürlich unterschiedliche Statistiken, mit ungefähr 20% von der Population sind mehr oder minder queer. Also ich gehe das nicht als Minorität bezeichnen sozusagen. Eine große Minorität, bleibt noch mal eine Beziehungsweise, ich denke, so die Perspektive, ob, ja, das ist eine Minorität, und also so, als das, was sich gerade verändert sozusagen, weil ich denke, von bestimmten Themen, vor allem wenn es um Sexualität, Beziehungen, Geschlecht geht, als jeder betroffen sozusagen. Und ich denke, dass feministischer, queer-feministischer Kampf sind, die jeder etwas bringen. Und die nicht Minoritätskampf sind für die Polite, die irgendwie betrifft, weil sie diskriminiert gehen. Und ich denke, es möchte einen Unterschied, was für andere Kategorien du mal drauf spielst, weil wenn du ein reich, schwul Koppel bist, die an der Stadt hier ein Glas Wein trinken geht, und vielleicht auch ein Bar hat, wo, weiß ich nicht, nach einem Hotspot ist für andere schwul Koppeln, dann musst du nicht unbedingt viel Angst noch im Wohnungsmarkt oder wie auch immer. Und wenn es aber von anderen Formen von Diskriminierung betroffen ist, dann ja, trifft das dich einfach ganz anders sozusagen. Und ich denke, dass, was sexuelle Orientierung angeht, auf jeden Fall schon mehr Visibilität an der Mainstream Woerholung an den Medien und so weiter geschieht ist, und dass zum Beispiel Thema Trans, nicht binär sind, ein relativ neues Thema ist für viele nicht queer Personen. Und da gerade mehr geschieht, weil die ganz lesbisch-schwul-Bewegung, die es ja schon seit den 70er, 80er Jahren gibt, und die sich in eine Queer-Bewegung umgewandelt wird sozusagen. Genau, also ich denke, ich kann den pauschal nicht beantworten. Also ich kann als Menge eine Erfahrung schwätzen. Ich hatte vor allem in meiner Jugend, wo ich noch nicht so selbstverständlich hatte von mir, und mich nicht so gut durchsetzen konnte, immer schwierige Erfahrungen. Und ich denke, dass ja, das froh ist, was heißt sicher. Weil ja, ich kann ich vielleicht durch die Straße gehen und geht den nicht blöd angemäht oder vielleicht sogar auch nicht blöd angeguckt an irgendwelche linksliberal Leute grinsen ihn auch nach unten, wenn ihn als offensichtlich queer Couple durch den Staat geht, weil sie wollen vermitteln, dass sie auf Dinger Seite sind. So. Werde ich ultra süß fanden. Da gehen ja drin andere immens subtile Formen von Diskriminierung an sich vielleicht unsicher spüren, die immer Werte sind. Also ich denke, dass an der Zeit, also ich schon gestern ein Paper gelesen aus den 70er, 80er Jahren aus der queeren Bewegung von Demos, aber nicht gesehen, wo man die letzten 50 Jahre als hier bewegt und sind ich ultra dankbar, dass ich kann sehen, wie ich kann sehen. Aber gleichzeitig denke ich mal, es gibt einfach so viel kleine subtile Sachen, die bis zum Anfang meiner Leben mich Werte belasten oder irgendwie mich Werte für einen Hürdenstellen an schwarzer Sänger immens privilegierter, educierter, selbst am der Position. So. Und das ist selbst, was mich auch rosen und traurig macht. Und ich denke, du geht doch noch zuletzt, wo ich immens viel zu dienen. Also nehmen, weil verschiedene Sujets um dich sind, aber schwarz gehen, an Antidiskriminierungsgesetze gemäht gehen, sind wir noch lange nicht fertig. So ist noch zum Thema. Kelly hat alles. Mein Manifest. Das ist ein riesiges Sujet, zu dem man stundenlang diskutieren kann. Lützburg verkauft sich immer noch draußen. Sicherheit, das ist ja ganz offen am Verkauf von Lützburg als Brand, Image für eine Societät, mir auch Leute-Experten, auch Leute hier umzulackeln. Ne? Dafür wollte ich das Thema mal kurz schwatzen. Man könnte stundenlang ganz klar darüber schwatzen. Und das Recht, das ist auch eine Sache von Definition. Aber schon nicht über Definition könnte man auch stundenlang unterhalten. Wenn ihr die letzten 3 Jahre so Rückblick macht, was sind dann die Highlights für euch? Was sind die gut und die negativ Highlights, die euch markiert haben? Oder Themen oder Leute, die ihr getroffen habt, Diskussionen, die ihr gehabt habt? Also meine Highlights waren immer, wenn wir abgeholt haben. Weil das immer. Also, nur der erste Kerl, wo wir abgeholt haben, und ich gedacht, okay, das wirklich schon bald ein bisschen wie Sex. So, du noch, ich denke so, wow, okay. Weil sich das einfach gut angefühlt hat, weil das einfach ein cooles Gespräch war. Und ich schon immens oft während dem Gespräch nach Sachen über mich beigelehrt, die einem dann so am Austausch kommen sind, was ich immer genial fand.
Und dann natürlich, wenn die coole Feedback kriegt, von Leuten, von denen es nicht erwähnt wird, und heinz da sind noch so Retouren kommen, wo ich sage, wo könnt ihr das mal hier? Also die kennt ja sicher auch den Lützebauer Online-Diktionär. Wir sind da von einer von ihren Maderbesterinnen vom Zentrum für Lützebauer Spruch ugeschrieben gehen, hey, wir haben ein bisschen ein Problem, als ein Diktionärsantrag zu Orgasmus, das war so ein sexistischer Satz. Der wäre irgendwie so, ja, Frauen faken oft den Orgasmus. Ja, also, stimmt wahrscheinlich nicht faken, weil das nicht richtig schlüssig ist. Wo ihr nicht Lust, da als 2 Beispiele setzt. Ja. Und effektiv, wenn in Haus gucken geht, stehen dort 2 Sätze, die viel besser sind, wie den uns so stimmt. Die Person, die lauscht und noch weiter, sie also ein bisschen hinten dran, so. Aber mir gut für die Feedback, die Episode, die wir innerwäsch, mit Anna, mit mir gelauscht hat, die hieß, wo the fuck ist Marcel, wenn es dem Inner hier im Schön. Aber mir ist effektiv vorgestellt, wo könnte Marcel hier? Wo kommt dann hier? Person hat einfach das nur recherchiert. Ja. Auch der Marcel hat nach kein Antrag am LOD, die göttet lo auch, also wir sind wirklich wie so ein Ball, wie so ein Diktionär, man's über MW kommen. Das war ein Mark am Ersten Weltkrieg, manchmal Firma wird man. Genau. Ja. Das war einfach, also so Sachen sind einfach cool, dass sie für mich, also immer wenn ich eine coole Retour gut oder wenn ich von Leuten gesagt habe, das hat mich verändert oder das hat mir etwas gebrüscht, ich stehe nur zu lernen, das sind für mich immer die Höchstpunkte gewesen. Also ich habe viel gekrascht. Also Männer, wenn es Streit an der Equipe oder so, ich meine, das ist auch ein teilweise normaler Prozess, von dem einfach so intensiv man nicht schafft. Schon mal mit Elia und Mirka eben die Betreuung von der Community gemacht. Wir hatten da einfach Sachen, die rauskommen sind. Ich habe das schon oft gesagt, ich kann nicht oft genug sagen, es sind so stolz und impressioniert, also von den Leuten, die sich bei uns gemeldet haben und was die teilweise erlebt haben, dass die Courage hatten, sich bei uns zu melden und zu suchen. Es ist darüber zu schwätzen, dann könnt ihr mir so, wie ich da weiter verfahren kann. Und wir hatten Situationen, wo ich um Gericht angerufen für zu fragen, welche Leute weitervermitteln soll. Und das ist ein Kreischen, der teilweise, du bist impressioniert und du kriegst, du bist degoutiert von den Sachen, die Leute noch erleben müssen. Und irgendwann ist es dann ein Erleichterungskreis, weil du einfach merkst, okay, Gott sei Dank geht es wie aus den Situationen raus. Die Leute fühlen sich so wie, also sie fühlen sich gehört, du kannst mit ihnen schwätzen und du musst irgendein dir ob die wichtig ist, für das die Leute nicht allein bleiben mit den Problemen. Und das ist für mich immer so ein Highlight am traurigsten Punkt gleichzeitig. Wir hatten das auch bei einer Folge, die Elia nicht über Trauer abgeholt haben. Wir haben das an der Kombination mit Sexualität besprochen, aber das sind natürlich Zwischen, die weit gehen. Und du hast auch bald gekrascht an der Sendung selber für Roserei. Weil ich Rose war, dass es Leute gehen, die Kanner verlieren und dann hinten die Trauer nicht so gestanden wird. Also weiter. Auch die Traurigkeit bringt dich für weiter, wenn du konstruktiv damit umgehst. Und du hast einen Podcast mir an zusammen mit den anderen mal wirklich viel gehen. Ja. Ja, ich will nicht wiederholen, was die 2 gesagt haben. Während der Staffel 3, wo wir auch viel online abgeholt haben, während der Pandemie, es hat mir wirklich gefehlt, zusammen mehr wie Sex zu beschwatzen am Studio, weil das einfach immer eine immens schöne Erfahrung ist. Und dann, wenn ich Leute kennenlernen und, keine Ahnung, bei ihnen in der Küche stehen und dann einen Sticker vom Sex-Podcast gesehen, denke ich mir so, okay, oder irgendwen bei mich kennt und mir schwätzen drüber. Und natürlich, wenn ich merke, dass auch Jungleute davon angeschwätzt sind, auch pädagogische Leute davon angeschwätzt sind. Natürlich, also als Pädagogin sind ich dann immer so, oh ja, okay, schön, dass es da auch einfach interessiert Leute gehen, die mit anderen, du man das schaffen, einfach weil man das so krass im Herz leid irgendwie. Und dann, dass das effektiv auch heinst du geschieht, als dann so weil wie klingt wunderbar, ja, okay, wow, cool. Ein Highlight in dem Englisch nicht, der vergisst.
das du warst bald vom Stuhl gefallen den Tag. du bald vom Stuhl gefallen ist schon nicht gegläft, weil ich meine echt Impfung ran hat dann so am Delirium wer von den Nurwirkungen das wir den Jugendpreis im SNG gewonnen und ich wirklich so gedacht okay du willst da an das ist nicht wirklich also ich habe nicht am Stream geguckt ich wäre nicht da. Ja, ich hatte auch wirklich gemerkt, wir hatten es feiert. Und das war ein ziemlich interessanter Indikator dafür, dass ich zuletzt aber etwas anderes, weil der Preisgeld, ja, aber das ist ja staatlich finanzierte Preis. Und ich hatte nämlich von Anfang an Google Grants, dann ist so, das hat keinen Wert. Und ich meine nicht, dass Lützburg bereit ist, für uns den Preis zu geben. Und dann noch super viele andere interessante Projekte, mit dass sie da uns quasi an Vitrinen gestaltet haben. Das war schon cool. Vielleicht noch ein Highlight aus der ersten Staffel. Wir haben an der ersten Staffel einen Folge abgeholt über Nehmen von intimen Organen. Und dann hat mir ein Foto geschickt von einem Autosradio, also an einem Auto, den Radio, da geht ja immer angewiesen, was gerade gespielt wird. Und da stand irgendwie Penis, Vulva, Titi oder so, weil halt die Episode gespielt wird um Radio Ara und die Person hat gerade geleistet und schon wirklich so den Wanderung von den letztebäuerischen Autosradien hat angefangen. Das war wirklich anders so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, zwei Frohen, weil wir sind eine ganz Stunde am Gang. Covid-Zeit, Sex an Covid-Zeit oder wann eben die ganze Covid-Periode, das Jahr, 1,5 Jahre sind wir global dran, vergleicht mit 4 drin, hat sich da etwas geändert. Par rapport zum Covid, sind da mehr Aufrufe gekommen, als da mehr reagiert gehen oder wie sehr Erfahrung dazu? Also einerseits wird sich alles Arbeitsweise schon geändert, wenn man dann einfach ein bisschen wir wären zwar nach Heinz am Studio, aber ganz seelen an der Mecht haben wir einfach über Zoom-Calls abgeholt an Riedfrieden hat sing Sachen daheim abgeholt und hat den Schnitt wirklich gesehen hat verändert aber wie man nicht schwätzt das wissen wir alle gut mittlerweile ist so nicht der Themenschwerpunkt der sich unbedingt geändert und mich schmengen das kein Wunder gewesen dass wir über Sexthemen geschwört haben auch noch ein über Solo-Sex, also das sind einfach Themen, die abgekommen sind und noch dann einfach mehr aktuell wären. Sonst muss ich sagen, dass man am Anfang mehr der Mensch das durchziehen konnte, was man will es hatten, so man es zum Podcast mäßig. Mit dem Event da sind wir gerade nicht ganz sicher, wie das gelaufen ist, das ein bisschen aufgespeckt gehen, verschoben gehen. Stimmt, als ein großen Aufschluss-Event, den wir das Jahr hatten, den wollten wir am Anfang der Tür 4 drum machen. Mit dafür hatten wir aber den Sex Education Deluxe, den auch ein bisschen so ein End-of-Season-Fest wäre. Mir ist Luna auch gefallen, was die Community geantwortet hat. Mir hat ja wirklich viele Umfragen gemacht. Mir hat ja, man steht was 2 Umfragen pro Woche. Was natürlich für die Leute gut war, weil sie mal da schwätzen konnten, auch für uns, weil wir ganz viel Kontinu dadurch auch zusammensetzen konnten. Aber das Spannende fand ich, das war oft, dass Tendenzen nicht in die Richtung gegangen sind, dass die Leute unbedingt fanden, sie hätten nicht genug Sex. Die sogenannte Skinhanger war ein immens Thema, also dass Leute sich immens nur Berührungen sehnen. Wir haben noch eine Rubrik zu dem Thema gemacht, wie ein Skinhanger beruhigen kann, wenn ihr länger ist. Also es geht ganz viel um den Umgang, wie gehen wir mit uns selber wenn wir lang sind und uns nicht permanent mit dem Rest von der Menschheit auflenken können. Und ja, da waren noch Themen wie Einsamkeit, also weiter mit dabei. Und da fand ich cool, weil egal wer eine sexuelle Orientierung ist, egal wie alt du bist, das verbindet die Leute. Also es gibt ja viel mehr Anknüpfungspunkte an unseren Podcast, wie in einem Job am Anfang Menge kennt. Steht ja keine Warnung, ob der enger voll struppt, das heißt, der will just Leute zwischen 14 und 17 drin oder so. Ja, und ich denke, das war auch an Episode immer, also genau wie man immer über Safer Sex, Konsens, an einer Sache schwatzen, haben wir da während der Pandemie auch oft einfach darüber geschwatzt, wie kann ich das Corona-safe machen oder was verändert die derzeitige Pandemiesituation. Ja. Die letzte Frage, wie gesagt, Zukunft vom Podcast aus? Das weißt du mir auch gerne. Ja, wir wissen es leider nicht. Also, bis 88 Episoden.
enregistriert. Der hat über 120 Themen ugeschwart oder Rubriken, wie der es nennt. Ne? Und ich hatte auch vorgestellt vom Brainstorming, wenn ich komme dann zum Schluss mit Ideen an Themen und Rubriken. Der sagt, oh mein Gott, wir können nach 30 Jahren Podcasts machen, es gibt genug Stoff für weiterzumachen. Aber wie gesagt dann aus? Wo sind da drin? Also sich Ende von der dritten Staffel wird sich rausgestellt, dass sich bei dem Caesars, den das finanziert, dass sich finanziell Lach abgedoen hat, an sie das mal für dich nicht stoppen konnten. Momentan laufen da bis Verhandlungen auch mit anderen, also das Caesars gibt von insgesamt 4 Ministerien erhalten, das anscheinend nicht immer ganz einfach für das Budget zu kriegen. Das ist ein bisschen eine komische Konstruktion. Ich spüre nicht immer so den Abblick, was da genau lebt. An Graffiti, du halten mir aber als Team relativ raus, dann möchten der Staff von Graffiti, die Leute, die da hauptberuflich arbeiten, sind am Gang zu verhandeln, einerseits mit den Ministerien, andererseits können das im Caesars aber gerade oder aus für ein paar Wochen meint, das Signal kommt vielleicht aus aber nach Budget da, so dass wir am Anfang für viele Leute so haben, dass das gerne von unterstützen, mehr am Anfang just drauf werden, dass wir den Go kriegen für die 4. Staffel. Da gibt es eng ganz traurig, nur weil die Humor aber schon am Podcast auch gesagt an auf Social Media. Das wird aber nicht mal um Geld zu Nee, also, nee. Es sind eben nicht dabei. Nee, ich habe die ganze Zeit evaluiert und ich wollte an die Kamera gucken, dass wenn irgendjemand die Video guckt, dann die man viel suchen wird, dann die muss gut investieren will, dann könnte er bei Ihnen malen, weil da können Sie weitermachen. Also da gebe ich wirklich, es sind zwar nicht mehr dabei, aber ich gebe auf der Barrikade gehen, wenn die Projekte nicht weitergehen. Also ich habe andere Prioritäten professionell gesehen, mit den Projekten ist extrem wichtig. Und wenn über den Diskussionen von Ministerien und verschiedenen Leuten gerade primäre Projekte nicht weitergehen. Das wäre schwer, das wäre wirklich schwer. Ne? Man dicke Merci. Ich meine, wo der Fragen am Publikum, der kann ruhig vorstellen. Nee? Traut sich keinen? Oder haben wir alles Sujet ausgelöscht? Aber wir kennen also eben für alle. Aber ja, wenn keine Frage gehen, dann Joel an Kelly, vielmals merci, dass ihr reingekommen seid. Merci auch und erst, dass ihr eine Stunde da ist gedealt hat. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Merci. Maja, merci.